Einen wunderschönen guten Morgen in den Äther, habe die Ehre, grüß euch gut. Mit dem superschnellen Internet, aber gleichzeitig gleich mit einer Verspätung. In diesem Sinne, guten Morgen an alle und natürlich guten Morgen an den Kollegen noch Eibestal in der speedige Eibestal. Wunderschönen guten Morgen, Welt. Guten Morgen, lieber Klaus. Beide bereits, kann ich ja verkünden, gleich am Anfang, mit super schnellem Internet unterwegs. Wie man bereits sieht, auch der Patrick hier gestochen scharf und klar im Bild und nicht nur im Ton. Ich hebe mal meinen Kaffee. Ich hoffe, ihr Bravo. habt auch alle ein kleines Heferl. Wetter bei uns wunderschön. Ich hoffe bei dir auch, Klaus, in der buckligen Welt. Na, Bei mir strahlender Sonnenschein, blauer Himmel. Hier, saukalt in der Früh um 6 Uhr, man gehabt 2 Grad. no, nicht schlecht. Na, Wunderschön. na, bei mir Sturm, bewölkt, kalt. Immer so, wie es halt ist, wenn ich rausfahre. Das ist eh klar. Ist eh klar. Ja, weil du sagst Kaffee, das war auch der Grund für die jetzige Verspätung. Ich habe noch geschwind einen Kaffee gemacht, nur bin ich natürlich noch mit der Siebträgermaschine, die ich ja großartigerweise zu meinem 50er bekommen habe von Patrick und von seinen Brüdern, Bitte bin ich gerne. erstens noch nicht so routiniert, zum einen, zum anderen grundsätzlich war ich war auch vorbereitet, ich habe schon Kaffee vorgemahlen gehabt, damit das alles schneller geht, aber ich habe dann Saustall verursacht und das habe ich noch irgendwie, ja, ist ja wurscht, Ja, Hauptsache wir sind wir da. sind da. Und das Allerwichtigste ist, wir haben beide einen Kaffee natürlich. Und das ist wichtig. Wir haben Das ein beide einen bisschen Kaffee. länger dauert, hat halt länger dauert. Ja, mein Gott. Die Das ist so. Routine fehlt, die Routine ist Die das. Routine. Die Routine. Respektive eben, ja, es ist halt trotzdem ein bisschen später gewesen. Aber auf jeden Fall, wir sind da voll unterwegs und natürlich unterwegs und anwesend und hoffentlich mit Kaffee versorgt. Sind im Chat unsere Zuschauer, Zuschauer in erster Linie natürlich. Susanne Moser ist da, Christi Gott. Der Hannes Spießliner, guten Morgen an alle. Ich hoffe, dein Kreuz geht schon wieder viel besser. Daniela Schlögl, unsere Hoffentlich. Principes. Auf dem Weg nach St. Johann, ja, St. Joe lässt grüßen. Dort ist das Leider. Brennraumtreffen von unserem großartigen Förderer, möchte ich fast sagen, vom, vom Zonko. Jawohl, und von der Zonkos Welt TV, vom Brennraum, dass man es einfällt. Vom Brennraum Der ist das Brennraum, Treffen. ja. Ja, Lasst man lieb grüßen, bitte, auch von mir unbedingt. Liebe, liebe Grüße, bitte. An alle, jawohl. die uns und mich kennen, ja. Bitte, Bitte ganz liebe darum, Grüße. bitte darum, ja. Bin ja, wann alles gut geht, bin ich ja mein Motorrad jetzt heute oder morgen dann los. Ich halte dir die Daumen ganz fest. Hoffentlich. Ja, ja, schaut gut aus. Paul Hartmann ist da, guten Morgen, habe die Ehre. In München sollen haben wir sonnig 7 Grad, schon überschätze Sonne, nur nicht dort, wo ich bin. Die hätte es am Start, Christi Gott, Georg Scheurer ist da. Morgen. Jawohl, Andi Glasfaserschmeichler. Jawohl, das sind wir, das Ja, sind wir. das ist jetzt der Arbeiten. Ich bin viel entspannter, sage ich da. Ich bin völlig relaxed, wie man sagt. Weil das hat, ich weiß nicht, früher war ich immer mit Bauchweh, wo ich schon eingeschaltet bin. Oi, das ist jetzt schon so schwach. Wie wird das werden? Jetzt, es Gott, läuft. Es ist schön. Ich kann mich um das nicht kümmern brauchen. ja, ja. Also es Wirklich sollte schön. eigentlich auch so bleiben, wenn es wahr ist. Mhm. Ja. Der Raffi ist da, Christi Gott. Der Thomas Mayer aus Geisermühlen, habe die Ehre. Ja, Wolfgang ist am servus. Start. Jawohl, alle da, alle da. Wunderbar. Und ich richte gleich ganz liebe Grüße an alle aus, die heute hier versammelt sind. Und zwar von Welschpolisch Kischbaladon. Entschuldigt sich, er kann schon wieder nicht dabei sein, aber der hat beruflich natürlich viel zu tun als Landwirt und sonstiger schwer beschäftigter Mensch. Aber ich soll alle lieb grüßen lassen, der hat mir heute gerade auf via Messenger eine Nachricht geschickt in der Das Früh ist lieb. heute. Das ist lieb. Finde ich Speziell besonders an dich auch, leibend. Klaus, und an alle Dankeschön. bitte, ja. Dankeschön. Finde ich besonders leibend, wenn die, die, die 16er Burm Fans sozusagen Sich mit Gefallen. abmelden. Ja, genau, fürs Fernbleiben entschuldigen, das gefällt mir. Ich tue mir immer noch schwer mit dem Begriff Fan. Es ist wirklich so, es ist ganz spannend, obwohl ja nichts Böses dran liegt, ne? Weil man sagt, ja, man hat halt Eigentlich nicht, Fans. nein. Und was soll man als Musiker sonst sagen? Aber ich finde es Ja. trotzdem, mich es spürt sich bei mir. Fühlst du es ein bisschen abwertend? Nein, für mich. Ich denke mir, wir Für haben keine dich? Fans. Ein Freund ist halt auch, stimmt halt auch nicht, natürlich. Nicht? Weil man sie ja gar nicht kennt, gescheit nicht. Aber
Follower Ja, ja. oder das gefällt mir alles nicht. Der richtige Begriff als Musiker ist halt natürlich, wenn du sagst, nein, es gibt Leute, die halt zu dir kommen oder sich deine Dinge anschauen, die sind halt Fans. Sind Fans, ja. Aber mich spürt sich bei mir immer noch, dieser Begriff einfach. Ich weiß nicht, vielleicht gefällt euch was Besseres ein. Vielleicht fällt euch was ein. Mir fällt nichts ein dazu. Weil Fan, ich meine, wäre ja streng genommen, ist es ja abgeleitet von Fanatikern. Ne? Genau. Und jetzt gibt es sicherlich viele unter euch, die uns ganz gern haben und einfach das leibend finden und so weiter. Ja. Aber ich weiß nicht, ob man das jetzt als Fanatiker bezeichnen kann. Ich meine, ich weiß den Begriff Fan verwendet man natürlich auch nicht mehr Ja, ja. in dieser Form, Nicht in ist die- schon klar. Aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Gell? Das ist irgendwie, Ich irgendwas verstehe, stört mich. was du meinst. Ja, ja. Fan ist vielleicht, ja, aber na, Freund ist aber auch wieder, einige der Fans sind Freunde, ja, geworden im Ja, das Laufe ist der ja. Jahre, klar. Aber nicht alle natürlich. Das geht ja gar nicht. Das ist ja unmöglich. Ne? Nein, muss halt. Bekanntschaften auch nicht, weil manche kennen wir ja gar nicht persönlich, Ja, sondern manche eben. sind Ne? wirklich auch nur online da. Sehr viele kennen wir auch unserer ganzen Online-Geschichten auch persönlich in der Zwischenzeit, was auch leibend ist, wenn die dann wirklich zu einem Live-Konzert zu uns kommen, auch unter anderem. Ne? Ja, Aber, bei der Pavlatschen tut man sich leichter, da kann man sagen Pavlatschisti. Ne? Da kann man sagen, das sind mhm, Pavlatschisti, mhm, ja, weißt, das gefällt mir besser, ja, das ja, sind genau. Freunde der Pavlatschen einfach. Ne? Mhm. Und so, aber Fans, aber ja, es gibt, glaube ich, tatsächlich keinen besseren Begriff, keinen anderen zumindest, der treffender ist. Mhm. Und man sagt es halt so. Also, ja, ich muss halt damit leben. Felix Lebt damit Lucan ist und am Start aus. mit dabei. Punkt. Grüß dich Gott. Jawohl. So schaut's aus. So schaut's aus. So, Internet ist da. Ich hab die gestern, also das war ich bin selber überrascht. Hat funktioniert alles. Trotz A1. Also muss ich echt sagen, das Gut, sage ich jetzt nicht gut so. zynisch, sondern ich habe mir wirklich gedacht, das ist, ja, ich habe die Nachricht gekriegt, das wird an mich geschickt und hin und her. Ich bin dann also außer, sofort heraufgefahren, hab hier ins Postkastel reingeschaut, tatsächlich, der gelbe Zettel drin im Postversand, gleich wieder oben nach Kirchschlag, haben wir das Postbachel geholt, alles funktioniert, haben wir gedacht, schau her, dann bin ich gleich zum Kohl, zum dortigen Bäcker ins Lokal gegangen, der hat den angeschlossenen Lokal mit Pizza und Co. Und haben wir dort einen Burger reingehauen, vor Freude. Da schau her, ja, gut. Wie sich dann später herausstellte, war das das einzige Essen gestern, was ich zu mir genommen habe. Macht aber nichts. Ist nicht sehr reichlich ausgefallen, ja. Na, aber es war ja auch schon relativ spät und so. Und dann hab ich Aber, nämlich brav gearbeitet. Nicht nur, also ich habe ja mehrere Sachen, das muss ich euch erzählen. Zum na einen bitte, habe bitte, ich, hab ich, genieß derweil. ich genieße den Kaffee. Ich habe also dieses Internet angeschlossen, diese Sache. Und, hat funktioniert. Also wirklich, ich bin noch immer pass erstaunt. Das ist so gestanden, was man machen muss. Habe ich das so gemacht. Das ist angesteckt, da aufgeschraubt, da um mir, was weiß ich, was alles. Naja, dann hat es funktioniert. Ja. Und ich bin jetzt noch überrascht. Na, wirklich, weil es hat noch nie in meinem ganzen Leben, wo ich mit A1 zu tun hatte, irgendwas einfach funktioniert. Ich meine, gut, das Glasfaser grundsätzlich hätte schon im September letztes Jahr da sein müssen. Okay, das hat sich verspätet, soll sein. Aber an sich, das hat jetzt alles funktioniert. Also gut, das war das eine. Das andere, und das ist wirklich was Leibendes, das taugt mir voll. Habe ich gestern dann auch zusammengebaut. Und zwar habe ich mir bestellt bei Amazon aus China, von woanders kriegt man solche Sachen nicht her, einen Raketenofen, einen Rocket Stove, wie man so sagt. Hast du Und ja mir zwar, schon erzählt, ja. ja, und den habe ich, und ich mir gedacht, ja, wo ist das Papier raus? Kostet, was, 65 Euro herum hat der kostet. Aber man gedacht, na gut, den nehme ich. Und zwar gedacht ist es, um euch das aufzuklären, bei mir da in der Klause, wenn es dann warm wird, wenn es heiß wird im Sommer, ist natürlich, bin ich dann draufgekommen, bin ich fast nicht da, weil wir viel spielen, aber ist ja wurscht. Da ist es so, dass ich natürlich drinnen nicht kochen will, nicht einheizen will. Also mit dem Holzherd, Weil es heiß wird. Sagen wir weil es so. heiß wird, auch unnötig, nicht? Wenn es schon warm ist. Und unten, es ist ja in der Stube, die ist ja auf zwei Seiten in der Erden drinnen, weil es im Hang ist. Das heißt, das ist gestern, das ist
kühl du unten und so weiter. Und ich habe jetzt schon so eine ganz normale Elektroherdplatten, aber ich hasse sowas. Also wirklich, nicht ich hasse sowas, das ist ein Blödsinn. Aber wenn ich in Kuchelherd da gewöhnt bin, würde ich dann einfach nicht mit so einer Herdplatten. Nein, das mag ich nicht. Ja, jetzt bist du in der Und Klause eigentlich ein sehr archaisches Haus, wunderbar in der Natur genau, gelegen und dann drast die Ceranfeld oder vielleicht sogar hm, eine ja, Induktionsherdplatten auf. Ich verstehe ja, dich schon. Ich verstehe dich, ja. 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 Na, weißt Mhm. du, ich meine, das ist gut, dass ich es habe natürlich. Ne? Nein, natürlich. Was Ja. der irgendein alter Herd von meinem Bruder ist das, den er halt nicht mehr braucht hat. Und da habe ich halt jetzt, das ist so ein Ceranfeld, das stört mich auch. Wenn es wenigstens noch die guten alten Eisenplatten waren. Ich meine, viel weniger effizient und alles, aber es Ja, schaut leibend brauchen aus, viel nicht dieses so. Ja. Ceranfeld. Und du musst immer aufpassen auf dieses depperte Ceranfeld. Mir geht das am meisten am Zager beim Ich Kochen, weiß nicht. wenn ich Ja. aufpasse. Nein, man muss ja, muss das ja gleich hin. Das ist Meins ja ist wirklich hin. zerkratzt, dass wir nach 8 Jahren Ja. jetzt Ja, aber das ist wenn schon ich so ziemlich, arbeitet wie auf der ziemlich Herdplatten zerkratzt. Da ist am schon, ja. Kuchelherd, Mhm. da war die Platten hin. Und in Wien haben wir so ein Induktionsfeld, alles schön und gut, aber da musst du alles Ja. vorsichtig angreifen und ja nicht. Nein, das verleidet einem ein bisschen, für mich halt, irgendwie das Kochen. Wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich gesagt, für den Sommer brauche ich so eine Art Sommerkuchel. Aber ich will nicht da drauf, nicht einen Gasherd oder sowas. Dann haben wir gedacht, das mache ich mit dem Griller und Co., aber es geht bei mir viel Wind. Und mit dem Funkenflug, da was ich bin ja gleich im Wald auch, nicht? Also Definitiv, ja. da muss man aufpassen. Du hast ja am Grundstück schon Wald sozusagen. Richtig, Kleinen, ne? richtig, ja. Direkt nämlich gleich dort. Ja, ja. Genau. Es Und, stehen ein und paar jetzt, Fichten dort auch neben der Terrasse. Gell? ja, Das ist ein Luder, ja. Mhm. ja, das ist, im Fichtenflug, ja. Hochsommer ist das nicht so leibend. Ja. Und dann muss ich, und dann raucht es natürlich gewaltig dort alles. Nicht? Also, wenn du mit einem offenen Feuer halt arbeitest. So haben wir diesen Raketenofen gekauft, habe den gestern zusammengebaut und habe gedacht, bis deppert, das Blech, das Aufschauen tut auf die Büdeln eher halt wie so ein Blech. Nein, das ist schon Die ist schon ein bisschen stärker. schweres, massives Stahlplatteln, sind das. Ja, Aber das das ist gut. zusammenbaut. Also, und das, ich habe ihn noch nicht angekatzt. Aber das hat mich wirklich jetzt am allermeisten fasziniert. Ich freue mich schon viel, wenn ich mit dem was tue. Das ist Weltklasse, super stabil. Also, wenn der halbwegs so brennt Super. und so tut, wie es halt heißt, dann werden wir sehen. Werden wir Vor allem die sehen. Rauchentwicklung ist natürlich fast nicht vorhanden bei dem. Um Das das ist gerade geht's. beim Anzünden am Anfang und dann ist es durch Ja. den Raketeneffekt, der zahlt ja aus. Gell? Richtig. Also da ist nichts mit Rauch Ja. mehr dann. Der Ne? Rauch, das ist das eine, das ist natürlich, das angenehm ist. Das andere ist natürlich eben, du hast keinen Funkenflug. Und das ist das. Und das dritte ist halt das, ich kann das beharzen mit Zweigerln, mit kleinen Scheißerln und mit Bockerln. Und ich habe eine wunderschöne Silberföhre mitten am Grund steht, dort wo also sonst keine Baum sind. Da steht eine traumhafte, wirklich schöne Föhre, Kiefer, ja, und die hat so Bockerln. Ich weiß nicht, wie man dann sagt. Ich habe mir schon mal geredet darüber, wie man dann auf Zapfen. Deutsch sagt. Zapfen. Zapfen, genau. Kieferzapfen. Das ist ein Ja. Bockerln, sagen wir. Und das ist und da habe ich natürlich Unmengen davon. Und mit denen kannst du es auch heizen. Und du kriegst relativ viel Hitze zusammen, angeblich, wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht gemacht, du kriegst relativ viel Hitze zusammen mit eben diesen kleinen Heizmaterialien und das reicht halt zum Kochen. Und obendrauf, das war da schon dabei, ist ja richtig ein Platten. Also das ist jetzt da eine Runde, doch schon so, dass man sieht so, also ja, Schulterbreite von mir ungefähr, ja, Schulterbreite, eine runde Platte, die da oben drauf sitzt. Und das ist quasi so ein Stahlplatten wie bei mir am Kuchelherd. Und das ist, also ich bin schon so gespannt. Heute mache ich mir eine Eierspeis. Wurscht was ist, heute mache ich mir eine Eierspeis. Ich So, wünsche jetzt bereits guten Appetit eigentlich. Dankeschön. Ich werde euch berichten, ich mache ein Foto dann davon. Na, unbedingt bitte, ja, unbedingt. Also Und das dann, habe ich auch gemacht. trotzdem, ich gratuliere dir, damit das alles so gut funktioniert hat, um das auf Ja. den Punkt damit zu bringen, das Ganze. Ist doch schön so. Ja, ich danke dir schön. Möge der Zustand weiter anhalten. Ja, um es gleich zu relativieren, ich hab dann auch gleich im Badezimmer meine Armatur wollte ich tunen. Erneuern? Oder? Also, Ja, okay. na, tunen. Jetzt wäre es erneuern. Wolltest du nur das Sieberl unten vielleicht entkalken Ja, oder genau. austauschen? Ja, Ist gleich was genau. angerissen, ist gleich was Alles. mitgegangen vom Rest.
alles. kenne das, ja. Und das ist, ich hätte ja so Ersatzteile hätte ich alles gehabt, nur das ist von Ikea. Und ich glaube, dass das nicht exakt passt. Also zumindest habe ich mir Okay. das so dann angeschaut, ich glaube nicht, dass das passt. Ich weiß Ja, nicht, okay. ich glaube es nicht. Ja, Ich glaube es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, nein, ich kaufe mir jetzt eine neue Armatur. Das ist eh dabei alles hin. Also, es ist alles ein bisschen mit. Ja, ja, das ist aber eine Kleinigkeit, nicht? Also, Kleinigkeit. ja, was ich kenne das mit den Armaturen. Ich muss ja bei mir das wirklich alle 2 bis 3 Wochen runternehmen, die Siebeln und den Keuchen, weil ein sehr, 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 sehr hartes Wasser hier im Viertel haben. Ich habe das da nie aber da, Ja, muss ich echt sagen. das spritzt bei in alle mir, Richtungen und nach 3 Wochen spritzt es in alle Richtungen. Ja. Es kommt fast kein Wasser mehr raus. Ja. bei mir ist das im Unterschied noch zu dir der Nachteil, dass ich bei diesen Wassersachen, ich muss da wirklich mehr achten drauf, weil ich ja nicht regelmäßig da bin. Weißt, das heißt, es steht oft viel länger, das heißt, das Ja. kannst du viel mehr aussetzen. Und Das viel triggert schneller. ein. Ja. Auch in den Dichtungen nämlich, ja, bei den beweglichen Teilen. Hähne und so, ja. Klar. Das ist klar. Ein Blick in den Chat. Der Felix Jawohl. Lucan ist da. Guten Morgen, grüß dich Gott. Ossi Oswald, Liebhaber von, jawohl, von den 16 Buben. Ein Bewunderer, ist auch gut. Ich bin ein Bewunderer der 16. Aber ich weiß ja. nicht, das ist ja noch härter als Fan fast. Aber Ossi ist sehr leibend. Sprachpolizei, Sehr leibend, Servus, sagt Fan auf Englisch heißt Ventilator. Jawohl, das ist auch. Ne, Ihr seid lauter Ventilatoren. Das ist aber. Das habe ich noch gar nicht gedacht. Auf das Englisch ist super. nämlich, ja. Gut. Also sagst du, naja, Sehr gut. heute treffe ich mich mit ein paar Gebläse. Ist nicht schlecht, ja. Zum Thema Könnte Fanclub, falsch sagt der Georg aufgefasst Scheurer. werden. Ja. Er nimmt Formen an, war Montag mit Roland zusammen zur Kassierunterschrift. Er hat Gratulation. Vereinsanmeldung und Bankverbindung vorbereitet und war dann auch noch beim Iron Acker bezüglich dem. Ja, leiwand. Super, das weiß ich da, muss gar ich, nicht. da muss ich gleich beide Daumen hochgeben. Ja. Und ein Feuerwerk kommt bereits für euch. Bei mir kommt nichts. Wieso kommt nichts? Bei mir muss es auch kommen. Oder Wollen nein, wir da auch- kommt ja nichts. Weil wer anmacht, dann geht's Nein, auch. ich bin ja heraus nach Klause. Ach so, ja, du bist in der Klause. Ja, ja. Na, sehr leibend, Georg Scheuer. Super. Bin sehr gespannt. Tolle Geschichte. Freue mich sehr. Ich freue mich. Michael Grafinger, guten Morgen aus dem Amt. Liebe Grüße, Michael aus Otterkring. Schön was beim Leitner, absolut. Weltklasse. Servus. Weltklasse. Bravo, Michael Grafinger. Wir waren wann war das, Patrick? Am Mittwoch. Am glaub Mittwoch ich, haben wir das Treffen der jungen Ottergringer. In der Zwischenzeit habe ich das revidiert auf das Treffen der jungen alten Ottergringer, weil ich mir die Fotos dann angeschaut habe und mir gedacht, lauter alte Leute, hat meine Mutter dazu gemeint. Aber und jetzt wird die Buben auch schon alt, ne? Das, Alle das ist rund um das- die 50, ne? Was willst du machen? Ja. Ne? Zwischen 50 und 60 alle, ja. Mhm. Aber der großartige Zuckerl, unser lieber Freund der Gerd, hat festgestellt, das ist wirklich ein etwas Besonderes, dass wir die 16 Uhr da sitzen haben, weil privat gehen sie Ja. zum Heirigen. Also Ja. so in Wien. Ja, Und das stimmt. es stimmt wirklich, ja. Wir gehen fast gar nicht so weit. Du gibt logischerweise mehr bei dir draußen. Ich bei mir natürlich klar, weil mir ja da sehr viel, ich habe das quasi fast in Fußweite manchen sogar und weil es liebe Freunde sind in Mistelbach bei den Hagers natürlich, bei der Familie Hager. Aber das ist auch sehr, weil wir sehr privater uns gut verstehen und ja, Ja, das ist eigentlich mehr, Ja. wenn man zur Familie geht, also Genau. oder Aber mir- Fremdenbesuch, also das ist nicht in dem Aber- Sinne heiligen Besuch, ja. dass ich zum Heiligen gehe, so richtig. Genau, Das tue genau. ich eigentlich sonst kaum. na gar nicht. Also Und, das und ist die das Nachbarin, gebe wenn ich mir wieder ausgeschickt hat, gehe ich zu Maria, um zu Faberkökel, natürlich zu Maria. Klar, zu den Stammkundentagen kriege ich sicher auf 1, 2 Achteln um eine Clara. Aber das ist ja Nachbarschaftspflege, sage ich immer so. Ja. Und Ja. Freundsbesuchen. Ja, aber man macht es nicht aus mit anderen Freunden. Wir reservieren einen Tisch und treffen uns beim Heirigen. Das machen wir Ja. im ganzen Jahr Ganz. 3-mal. Wann überhaupt. genau. Wann überhaupt. Und einmal davor war diesmal beim Leitner in Otterkring. Genau. Matthias, Weltklasse. Erstens einmal Gratulation an dieser Stelle. Tatsächlich 2 Goldmedaillen mit einem Wein, einmal mit gemischten Satz und einmal mit einem hervorragenden Riesling. Also das wirklich, das muss man lobendst erwähnen. Und das Zweite natürlich, wo ich sagen muss, wieder einmal bestätigt, die Stötzen. Er ist ja berühmt für seine Stötzen, ist ein sehr kleiner Heiriger in Otterkring.
nicht am Fuß, in der Mitte des Wilhelminenbergs ungefähr gelegen. Und man schaut über Wien, ein traumhafter Ausblick. Und man sitzt Ja, bei ihm richtig. entweder dort auf dieser Holzterrassen, das ist eine kleine Hütte neben nur, oder in den Weinbergen. Und, und der macht seit Jahrzehnten macht der richtige Bratstützen. Ja. Und Von einer Qualität, die einfach Wahnsinn. über Jahrzehnte sagenhaft geblieben ist. Ja. Die sind nicht so wie die anderen im Schweizer Surstötzen, sondern das sind wie Schweinsbraten gemacht, wie Kümmelbraten, mit Kümmel und Knoblauch und nicht gesurrt. Und Butter, zart, geschmackig, ein Schwartel außen rundherum Ja. knusprig. Hör auf, hör auf. Einfach wirklich gut. Ein Traum. Möchte nur einmal lobend erwähnen, falls Ja. jemand also sagen wir dann doch einen etwas ausgefalleneren Heurigen erleben will, weil eben Stötzen haben nicht so viel und aufgrund dieser Stelzen-Kocherei hat er natürlich wahnsinnig viel Brattelfetten und diese Brattelfetten kriegst du in einen Keramiktopf am Tisch gestellt. Weltklasse. Das ist das. Du Das ist kriegst das super. Brot, kriegst ein Schnitten Brot, was du links nimmst, das Brot nimmst, wie viel, und dann kommt der große Keramiktopf Ja. gefüllt mit der Brattelfetten. Und der wandert dann Wahnsinn. von Tisch zu Tisch immer weiter, weil jeder der Brattelfettenbrot will. Ja. Und du schmierst das selber. Also Großartig. er hat schon mehr als einen Topf, so ist es Ja, nicht. ja, natürlich. aber, Ja, ja. aber halt, ja. Unglaublich. Schaut hin, also der heurige Leitner, Leitner, Also die L-E-I-T-N-E-R, Homepage nennt sich nämlich Weinbau Leitner das schon her. in Okay, Otterkring. sehr gut. Weinbau Leitner, wenn man eingibt, kommt man Ja. am Sprengersteig in Otterkring ist das genau, Also wenn man wirklich das tiefe eingibt, dann Empfehlung. weiß man's, ja. Ja, wirklich absolute Empfehlung. Jetzt wieder Wirklich. bestätigt, Wir kriegen nichts, weil- wir kriegen nichts zahlt. Wir haben selber wir kriegen zahlt die nichts, Stötzen ja. alles. Muss ich ehrlich sagen, das ist keine Mit Freuden. bezahlte Werbung oder was, sondern Nein. wirklich einfach aus Überzeugung heraus. Weil es Ja, wirklich leibend ja, ist. wirklich aus Überzeugung. Und eben, ich kann es wirklich nochmal bestätigen, der Patrick war öfters jetzt in letzter Zeit, ich war jetzt schon wirklich lange nicht bei ihm. So zumindest aber einmal im früher- Jahr war ich eben. Ja, Ja, genau, die letzten ja. Jahre einmal, ja. Und ich habe es jetzt seit ein paar Jahren erst wieder geschafft. Zu meiner Schande, muss ich dazu sagen. Und es ist ja so, damals, wie ich noch in Ottergring gelebt habe, war ich schon öfters dort. Und vor allem Ja, da- die Wirtsleiter Matthias und so, der ist mit seiner Frau ist eine ganz leimende Haberer. Und also wirklich tiefe Empfehlung. So, jetzt aber nochmal in den Chat um. Auf jeden Fall, Georg, wir freuen uns wahnsinnig auf auf weitere Aktionen des Fanclubs. So, der Ossi Oswald. Ja, Raketenofen gerade gestern wieder rausgeholt. Genau aus dem Grund. Bravo, Ossi. Sehr leibend. Sehr leibend, ja. Ja, das ist wirklich. Super Sache, ja. Ich hab Ja. sowas nicht, aber schon langsam denke ich mir, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, auch so ein kleines Raketenoverl. Naja, du hast, ja, oh ja, na klar. Und vor allem, ja, bei mir liegt es wirklich auf der Hand, weil ich das Brennmaterial, ich hab alles. Und gerade so Kleinigkeit. Du kannst ja sogar Pellets Holz damit auch, verharzen, natürlich. Holzschnitzel, du kannst alles Theoretisch, ja, Mögliche. genau. Du kannst alles damit verharzen. Stroh. Ja. Ja. Der Raffi meint, Bekannter von mir, ja, ihr seid Bekannte von mir, das stimmt. Finde ich die Community sehr schön, das stimmt, Raffi. Das ist wirklich leibend. Wahrscheinlich spürt sie deswegen das bei mir auch ein bisschen mit dem Fan, weil ich trotzdem, wir sind ja jetzt nicht so berühmt, berüchtigt, dass wir jetzt da, weiß ich nicht, tausende Fans haben, von denen wir gar nichts wissen, sondern im Großen und Ganzen die wir Fans, kennen die sozusagen. wiederkehrend sind, sagen wir so. Es gibt schon ein paar Anonyme, das habe ich schon festgestellt, weil Ganz manchmal redet mich schon einer an und sagt, ja, servus, ich schaue da regelmäßig oder ich war letztens, gell, dann habe ich gesagt, ich war da bei euch am Konzert beim Jana zum 30-Jährigen unter anderem, nicht? Und den habe ich noch nie gesehen, habe ich total gefreut. Das ist wirklich leibend sowas auch. Ja, aber ich sage mal, der Großteil ist dann, also gerade wenn ich mir dann anschaue beim Jana, da waren 400 Leute und ich sage einmal, na 300 also umgeschaut, da haben wir kennt. 300 plus haben wir wirklich kennt. Ja. Ja, ganz sicher. Ich meine, es Über waren doch, 300, ja. es waren schon einige vom Jana selber sozusagen, die einfach wahrscheinlich regelmäßig zum Jana gingen oder halt dort so ein Abo haben oder sowas. Da waren auch viele da. Aber ja, 300 plus haben wir irgendwie gekannt oder zumindest einer von uns. Also das war irgendwie. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich
so ein Punkt ist, warum sich das Fan ein bisschen bei mir spürt, weil das Bei mir spürt aus es meiner gar nicht Sicht, nämlich, ja. aus meiner Sicht ist das sozusagen ein Fan von mir, ist jemand, den ich nicht kenne. Weißt du, was ich meine? So Ja, gefühlsmäßig, ja. ob es stimmt, weiß ich nicht. Ne? Aber, ja, das ist Also ja mit dem du wurscht. nicht persönlich bekannt bist, sagen wir so. Ja, genau. Ja, ne, Also ich wenn du kann ihn mir nicht, siehst, kennst du ihn nicht, kennst du ihn nicht. Es ist nicht kein bekanntes Gesicht für dich, wenn du ihn siehst. genau, Ne? Das genau. erste Mal dann siehst, Ja. sozusagen. Aber wenn ich jetzt sehe, weiß ich nicht, keine Ahnung, sagen wir jetzt den Wolfgang, nicht? Da, den sehe ich und komme mit wem an und sage, übrigens, das ist der Wolfgang, das ist ein Fan von mir. Das spürt Ja. sich, das, Ja, das, das ist das spürt richtig, sich. ja. Oder Sprachpolizei, nicht? Jetzt haben wir irgendwo, Sprachpoli ja, der Fuß, ja. ja, das ist der Wahler, das ist ein Fan von mir. Ja, Das das, spürt da, sich. da verstehe ich dich schon, was du meinst. Ja, das als Fan vorzustellen ist schwierig. Ja, Ja, eben. Das meine ich irgendwie. ja Aber ist ja das wurscht, stimmt, das stimmt. wir werden schon Wir werden hinkommen. was finden im Laufe der Zeit noch. Eine, Wir eine werden schon. Bezeichnung, eine treffende, ja. Aber ja, man nicht, Bezeichnungen sind nicht so wichtig, aber es hilft halt mitunter. So, seine Moser geht einkaufen, vierte gut, schönes Wochenende, bis bald. Babaci, Freue mich. vierte. Felix Lukan erwähnt wieder die Fanwanderung nach Maria Zeil. Ja, ja, ist noch immer im Hinterkopf. Ich meine, wie so vieles. Weil das zum Beispiel, das auf der Straße spielen hat sich, das ist ein bisschen schwierig. Erstens einmal zeitlich, haben wir festgestellt. Und dann wird es wirklich ein bisschen eigenartig. Ja, was der jetzt war, Wien-Wahl mit der Politik auch schwierig. Ich werde heute noch Erfahrungen bekommen. Ich weiß schon was. Eine Kleinigkeit. Ich habe schon eine Nummer jetzt davon. Ah, immerhin. Mehr weiß ich noch nicht. Also das kann ich euch schon sagen und das werde ich jetzt dann verfolgen. Ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Der Felix Lukan fragt, wo befindet sich die Pawlatschen? Im Internet, genau da, wo du jetzt bist. Die Pawlatschen ist unser Livestream jeden Montag. Das ist die Pawlatschen. Also unser musikalischer Livestream. Jeden Montag 20:15 Uhr auf diesem YouTube-Kanal. Das nennen wir Pawlatschen. Die Sendung nennt sich Pawlatschen, genau. Es Genau. gibt keine physische Bretterbude oder Breddelbühne oder was, in dem Sinn nicht, sondern die Sendung heißt Pawlatschen. Genau. Der Hannes Spiesliner, da schon übrigens, es ist spannend, war ein Koch, ein gelernter Koch. Was habt ihr für Herd? Der habe ja auch einen Induktionsherd und arbeite wie in meiner Kochlehrzeit und habe kein Problem. Ja, vielleicht hätte ich eher kein Problem, aber ich Ich traue habe mich nicht kein mit dieser. Problem mit meinem Es ist nur zerkratzt, wie gesagt, und ausschauen tut es halt nicht. Also, es ist nicht mehr blitzeblank, aber es funktioniert gut. Ruiniert habe ich noch nie eine. Gott sei Dank, muss ich sagen. Ja, ein Ceranfeld. Ja. Ich habe keine Induktion über eine normale Ceranplatte und bis jetzt rennt alles gut, ja. Aber ich hätte trotzdem gerne einen Herd zum Erherzen wieder. Ein Holzherd, ja. Ja, das ist mir das Liebste. Und das ist die Stallplatten und da vorher herum mit der Pfanne, was da nicht mehr auf nichts rückst. Schäfer, Bums, die Papstel. Das ist echt leibernd. Und beim Ceranfeld, das hat zum Beispiel die Kaffeemaschine, die Bialetti, die berühmte Mokkakanne, nicht, die man aufgestellt. Das mache ich im Winter maximal. Nicht? Jetzt habe ich einen Siebträger, nicht? Aber die mache ich im Winter auf dem Herd, das ist leibernd, auf dem Kuchenherd. Holzeinherzen so aufstellen. Das habe ich in Wien damals, wie ich noch in Ottergring gewohnt habe, da habe ich einen Gasherd gehabt. Da habe ich es auf der Gasplatte stehen gehabt, also auf dem Gitter. Flamme. Auf der Flamme. Das hat für mich auch noch einen Reiz gehabt. Diese Bialetti auf ein Ceranfeld zu stellen, das ist für mich ästhetisch, ist es so verbunden mit körperlichen Schmerzen, dass ich das nicht mache. Ich will das dort nicht stehen haben. Also ich bin lieber bereit, ich muss erst schauen, wie das sich dann in der Praxis bewährt, aber ich bin lieber bereit, wenn ich dann sage, ich mache es mit der Bialetti, dass ich mir einheize in einen Raketenofen mit 5 Bockeln, weißt, gerade so viel Hitze zusammenbringe, dass ich einmal einen Bialetti aufheizen kann. Aber das hat für mich einen Aber die gehört für mich dann nicht auf ein Ceranfeld. Wie schaut denn das aus? Das ist für mich, also ja, aber ich weiß auch von vielen Köchen, die unheimlich schwer auf das Induktion. Und ich muss sagen, in Wien, wir kochen auch dort mit Induktion und das ist wirklich eine tolle Geschichte. Das, was mir eigentlich stört, ist nur dieses Ceranfeld. Das optisch ist schön. Aber das ist für mich, was brauche ich, was Schönes in der Küche? Ich brauche was Schönes mit Patina maximal. Das ist für mich schön. Aber das ist eine Geschmackssache natürlich. Aber das ist vielleicht bei mir, ich finde das gar nicht, für mich ist das gar nicht so extrem, obwohl ich sonst schon sehr auf eher nostalgischen Dingen stehe, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin mit einem Ceranfeld bei meinen Eltern schon aufgewachsen. Ich bin quasi schon geboren in das Ceran
Zeitalter. Ins Großeltern Terrain. hatten, sozusagen, wenn man so will, ne? Großeltern hatten beide einen Gasherd und im Garten in Unterdünebach draußen war der Elektroherd mit den Eisenplatten. Ne? Ja, Also auch hauptsächlich daheim, bei mir bin das Ceranfeld eigentlich seit kleiner Bub gewöhnt, ja. ja darum wird es nicht stören. Und ich habe nie eins Darum gehabt. stört es mich nicht so, ja. Ich Wahrscheinlich, habe ja. nie eins gehabt. Wir haben Ja, ja. in Wien haben wir gehabt eben das Gasherd. Meine Oma hat Genau, gehabt den ja. Kuchelherd und so einen, was ist, so einen Beistellofen daneben. Eben für den Zum Sommer mit den ja, Eisenplatten. Eisenplatten, ja. Das war's. Irgendwann sind die Zerran gekommen. Und das ist für Ja, mich, ja. ja, also ein Zerranfeld ist für mich persönlich zum Beispiel tatsächlich so etwas, wo wir schon mit drüber geredet haben, so ein Rückschritt. Ein technologischer Fortschritt, aber ein praktischer Rückschritt. Weil, ich meine, ja, es sei denn, es ist dir wurscht, das Zerranfeld. Ne? Aber allein schon, wenn ich mir Ja. denke, es gibt in einer Versicherung, wenn du die Haushaltsversicherung machst, einen eigenen Passus, wo es um Glasbruch, Klammer, ausgenommen oder inkludiert, Ceranfeld. Das dann denke ich mir schon, das ist ja Ja, von der der hat's Logik. was. Der hat der Das ist ja hat's von was, der ja, ja. Logik her, ja. Das ist so wie ein Glasboden unnatürlich ist. Das kann einmal als Show-Effekt ganz nett sein, ne? Dass du sagst, da geht man jetzt über Glas. Aber es ist eigentlich unlogisch. Ich nehme doch nicht etwas, was grundsätzlich jetzt nicht das Bruchfesteste ist. Ich weiß schon, Sicherheitsglas und so weiter, weiß ich schon. Aber ich nehme doch nicht das her für etwas, wo ich aber eigentlich bewusst arbeite. Ne? Und jetzt habe ich zum Beispiel so Stahlpfannen, also richtige Eisenpfannen. Ja, 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 ja. Da steht, ja, die kannst du überall verwenden, ist schon richtig, aber halt aufpassen. Denk mir dann, scheiße ich schon drauf. Na, wenn ich mal spare, die eine schöne, wunderbare, etwas flotter von 5 Zentimeter aufhaben, den haben sie auch für das Hin. Jetzt der Herd hin. Das ist bei mir alles Ja, nicht. klar. Ja, klar. Darum bin ich da ein bisschen Ding. Der Sprachpolizei fragt, ist ein Raketenofen die moderne Version des Kanonenofens? Na, der Raketenofen, das ist ein Ist anderes nicht zum Prinzip. Heizen per se, sondern wirklich zum Kochen gedacht. Prinzipiell einmal, Ja. ja. Das ist quasi ein Campingkocher, nur statt ein Gas Mit festen Brennstoffen mit zu festen beheizen. Brennstoffen. Ich meine, Camping unter Anführungszeichen, gibt es aber schon die Camping-Varianten, das wirklich Ganz sehr zum leichte Zusammenlegen. Sachen Gibt sind. es auch zum Zusammenlegen, ja, Ja. und zum Zerlegen, ja. Und dann Ja, zusammenstecken. meinen So kannst du auch, Tischgröße gibt es da sogar so ja, ja, kleine. meinen kannst du auch theoretisch zerlegen und sagen, nur den willst du nicht mitzahlen. Nicht? Der hat, weiß ich nicht, 20 Kilo oder, oder 25. Na gut, das ist schon die Standvariante. Das ist schon Ja, genau. Ja. Aber es ist eben, es ist ein anderes Prinzip. Du hast also der Raketenofen, das schaut ihm aus wie Raketen. Du hast eigentlich einen höheren Langen Kamin. Kamin, ja, und das Brennholz, das kommt eigentlich von der Schräge unten rein. Also das steht quasi aus, du hast keinen Brennraum in dem Sinn, also einen größeren, sondern das ist alles nur dieser Kamin und du schiebst, also wenn du jetzt sagen wir mal Holzsteckerln hast, die schiebst du rein, die brennen unten und die rutschen dann nach oder du musst das nachschieben, je nachdem. Oder du füllst es an mit Pellets oder mit Bockerln oder mit kleinen Holzstiegeln und das rutscht dann immer nach, immer die Menge, wo es halt gerade verbrennt. Und das kannst du mit Luftzufuhr und so weiter, kannst du es halt dann irgendwie steuern und dann kommt oben eben bei diesem Kamin kommt eine relativ heiße Flamme raus, weil es eben nur diesen Kamineffekt hat. Dadurch zieht das irrsinnig stark an natürlich und kriegst eine gute Verbrennung als Rauch dadurch nicht und viel Hitze zusammen. Ja. Ich hab gestern kein Foto gemacht von meinem. Ich werde es aber noch fotografieren und stößt und zeig's euch dann einmal. Das ist auf jeden Fall eine sehr leimende Geschichte. Der Ossi meint, wir haben ein altes Haus im Wald und wenn wir dort sind, machen wir das genauso wie der Klaus. Herd und Kühlschrank seit Jahren abgeschaltet, Kochen am Feuer und Raketenofen. Optimal. Jawohl. Super Sache. Nein, einen Kühlschrank habe ich schon. Einen Kühlschrank, Tiefkühler habe ich schon. Und der E-Herd ist halt auch da, nicht? Aber im Prinzip ist das Einzige, was ich beim E-Herd mache, ist, ich verwende dieses Ceranfeld in erster Linie dafür, wenn ich dann die heißen Pfannen vom Herd nehme und wo anstelle. Dann stelle ich es aus. Ich weiß es, wenn ich bei dir zu Besuch bin. vorsichtig aufs Das ist Terrain. eigentlich eine wunderbare Ablagegelegenheit mehr. Du. Ja, für die heißen Pfannen. Das ist super. Alles, was heiß ist, kannst du da hinstellen. Ja. Ja, ja das. Und dass sich die Uhr mal einstellt. Und anhand dieser Uhr sehe ich immer, war Stromausfall war da nicht. Weil wenn es blinkt, weiß ich auch, es war wieder mal ein Stromausfall.
Aber es gefreut mich voll, ja, dass ich nicht als Einziger auf die Idee gekommen bin mit dem Raketenofen. Aber wie den zusammenbaut, ich war skeptisch. Aber ich habe ihn gestern zusammengebaut und ich habe mir das echt gedacht, das ist super. Also ich habe das auf den Bildern, auf den Produktbildern, habe ich das nicht so empfunden, habe ich mir gedacht, das ist sicher eine leibende Idee, heißt nutzt nichts, schaut nichts. Und wenn nicht, dann haben wir halt eine schöne Möglichkeit für ein bisschen eine Lagerfeier oder irgend sowas. Ist ja Nein, wurscht, aber ne? anhand des Gewichtes des Backels oder des Gewichts, wenn ich denke, habe ich mir schon gedacht, das ist was Gutes, weil das ist nicht kein dünnes Blech, das gleich durchbrennt ist oder so oder verbogen Ja, ist. ja, ja. Hm? Nein, das ist schon so. Hm? Das ist Der schon, ich steht weiß auch ich gut, nicht. fällt nicht um gleich und so, also Nein, das ist das sicher eine gute ist. Sache. Der steht wirklich gut und also Hm? ich werde es auf jeden Fall. Die hätte gefragt, ich werde ihn sicher noch fotografieren und das Ganze und ich werde das auf jeden Fall auch schicken und den Bitte. Bestelllink auch. Also optisch, wie es jetzt ausschaut, kann ich es nur empfehlen. Ich werde es dann noch anschauen, wie es in der Praxis halt dann mit Herzen Mhm. geht. Aber Mhm. da habe ich wirklich also definitiv noch nie gelesen bei meiner Recherche, dass irgendwer geschrieben hat, das Ding funktioniert einfach nicht. Also das Also überhaupt nicht. es gibt nur positive Meldungen, die ja, ich habe da auch schon ein bisschen jetzt nachgeschaut die letzten Tage, weil es mich jetzt interessiert hat, nämlich auch durch die, weil ich habe das ein bisschen aus den Augen verloren und es gibt eigentlich durchwegs positive Sachen. Also es gibt nichts, wo einer sagt, bitte Finger weg davon. Also Ja, definitiv ja, nicht. Ne? definitiv. Das, Ja. In Ossi Oswald seiner ist vom Barbecue Toro. Ja, das habe ich gelesen, den gibt es auch. Ja, 69,95, na meiner hat auch ein bisschen unter 70 € gekostet. Habe ich gesagt, mache ich ein Foto und schicke dir das. Sehr gerne. Gibt es Neues am Merchandising-Sektor? Stichwort Kaperl, Georg Scheurer. Nein, gibt es derzeit na, nichts. Wir sind tatsächlich jetzt zu nichts dazugekommen. Das ja, ist jetzt natürlich, ich meine, sehr leibend, dass wir jetzt echt viel zu tun haben. Wirklich, wir sind nicht unfroh. ja, Aber natürlich, es ja, bleibt einiges auf der wirklich. Strecke. Ja. Ja. Es ist halt Na, ich bin wirklich froh, Sprachpolizei. dass das so ist. Auch unser Management funktioniert jetzt anders und so, und das ist wirklich was, wirklich viel zu tun auch mit einem, ja. Ja. Und jetzt kommt, und noch wirklich unser eigentlicher Kernpunkt, eigentlich, wird ja auch die Auftritte sind jetzt da Ja, viel, ne? wir machen Das ist, Musik. wir machen Musik auch jetzt wieder viel. Wird dann auch wieder üben und so weiter, jeder, und neue Lieder erarbeiten und so weiter. Und das alles zusammen ist, also bei den nächsten 3 Monaten ausschaut großartig natürlich, ich glaube aber, ja, da ist eine Arbeit auch dahinter. Ja, auf jeden Fall. Und da hängen wir ein bisschen hinten nach, weil eben, wie gesagt, wir sind noch dran, da eben die von dir empfohlene Kollegin da zu kontaktieren, aber wir haben ja Mhm. gesagt, es geht ja erst, wenn wir wissen, wann wir Zeit hätten, dass wir sie besuchen, da in Sulz im Genau. Wienerwald. Weil wir eben ausgemacht haben, wir treffen einander. Eben das ist, die hat auch eine Firma für Merchandising-Produkte. Wir treffen einander, um das zu besprechen und Ja. das geht gerade einfach nicht. Daher. Ja. Aber wir arbeiten dran. Weißt du, wir sind nicht ein Zwei-Mann-Unternehmen. Wir machen das schon irgendwie. Wir Ist machen schon. das ja. Sprachpolizei ist sehr leibend. Bin trotzdem ein Fan für euch. Danke. Das gefällt mir Danke. voll. Das gefällt mir. Thomas Mayer, sehe euch als ganz liebe Freunde. Ja, Thomas Mayer, das beruht auf Gegenseitigkeit, Ja, aber wir kennen einander halt persönlich und sehr genau, gut. genau. Mhm. Genauso wie mit Georg Scheurer. Mhm. Das ist irgendwie, äh, da tue ich mir schwer, eben von Fan zu sprechen, sagen wir so. Aber Ja, ja, das, es das wird, verstehe es, ich schon, Klaus. aber es ist schon so. Es ist natürlich musikalisch, es ist ja so. Das ist wahrscheinlich einfach nur nicht einmal falsche Bescheidenheit, sondern wie sagt man da, wenn man das nicht, wenn man ein Ja, bisschen an Minderwertigkeitskomplex hat oder so irgendwas, man weißt. stellt sein Licht eigentlich unter den Scheffel Ja, sozusagen. ja, Das ist wahrscheinlich, nicht ja. wahrscheinlich zum Teil sicher, ja. Ja. Georg Scheurer Ja, hat scheinbar mit Roland schon klar gemacht, was Maria Zöll betrifft, Patrick alles gesichert. Roland und der Georg Scheurer machen das das, da, Begleitfahrzeug. Jawohl. sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Der Wolfgang, wir haben sogar einen Ceran-Griller. Bitte Ah, mit das der gibt's Teppich, auch? Kohlegriller ist Griller. Wahnsinn. Ja, na gut, ja, warum nicht? Ja, es ist ja im Prinzip, es geht ja nur ums Feuer machen und dann ums Kochen halt. Ne? Und Ja, wie man ja, das ja, halt ja, na macht. ja, klar. Und dann geht es um Vorlieben. Und ich bin halt ein Fan vom offenen Feuer.
Und das habe ich überall. Nicht? Also das kann ich überall, Ja. das Material kann ich, also da in Wien vielleicht nicht so, da tue ich mir leichter. Ja, aber nicht schlecht, nicht schlecht. Wo wohnst du in der buckligen Welt? Felix Lukan, in Bad Schönau, also im Gemeindegebiet von Bad Schönau, zwischen Grumbach und Kirchschlag. Ich bin schneller in Kirchschlag. Also ja, zu Fuß weiß ich gar nicht. Zu Fuß, glaube ich, war ich schneller in Bad Schönau, weil mit dem Auto bin ich schneller in Kirchschlag. Lass mich kurz überlegen. Nein, ich Nein, bin es in ist Kirchschlag gleich. auch so Nein, schnell. Es ist gleich. bist genauso. Das einmal Bad Schönau liegt da und Kirchschlag liegt da. Es ist gleich. Weil du fährst nach Kirchschlag schon, du musst schon durchs Tal hinter mir auch durch rausfahren und dann noch dann Ja, die Hauptstraßen, sage ich dann auch ja. noch ein Stückchen. Ja, Na, der Vorteil ist, wenn es ich ist zu gleich. Fuß nach Kirchschlag gehe, ich muss nur runter und dann gehe ich nach Kirchschlag, gerade weiter. Wenn Gerade ich weiter, nach ja. Bad Schönau gehe, gehe ich runter und wieder auf und wieder runter. Also muss Das ich musst einen du zweimal Hügel machen. dazwischen. Einen Hügel muss ich überschreiten. Ja, genau. Ja. Ich weiß halt gar nicht was, aber wahrscheinlich deswegen, also Kirchschlag ist da sicher weiter weg, aber es ist, glaube ich, es wird ungefähr. Also nach Bad Schönau gehe ich 1,5 Stunden. Ein bisschen schneller wird es sein, aber Ja. 1,5 Stunden gehe ich auf Bad Schönau. Weil wie gesagt, nach Kirchschlag hast du eigentlich gehst nur bergab die ganze Zeit und dann eben dahin. Und daneben. Und nach Bratschenau musst du einen Aber Hügel weit. überwinden. Ja, Ja. Aber weiter, aber ja. weiter. Ja. Mhm. Also aber auf jeden Fall, also mit dem Auto bin ich schneller in Kirchschlag und ist eben das Gemeindegebiet von Bad Schönau. Ja, wo ich schaue, die Mege ist da. Bin am Parken, fahre ich später nach Luzern. Bravo, Mege. Gute Reise, jawohl. Alles Sprachpolizei, Gute. gell? Ja, Raketenhof ist eine gute Vorsorge, weil ein Blackout absolut Sprachpolizei. Das ist im Prinzip, das ist jetzt, weil das denke ich mir zum Beispiel beim Gasgriller oder wenn es mit Gas arbeitest, du brauchst ja Gas auch wieder. Ein Raketenofen, so wie der Kuchelherd, ich brauche nur was, was ich verharzen kann. Und das Ja. macht Wärme und aus. Ja, und der Raketenofen, der ist klar, ich habe damit richtig ein Herd. Ich mache ein Foto davon, dann zeige ich das. Ja, das gehört zur Grundausstattung, sagt der Ossi Oswald. Ja, das habe ich mir, also gefühlsmäßig wirklich, das war so, ja. Nur wenn du was zum Heizen hast. Ja, klar, du musst natürlich ein Heizmaterial haben. Allerdings, du kannst halt im Raketenofen, du kannst wirklich alles verheizen. Also also alles, was irgendwie brennbar ist. Die hätte ich jetzt seit Genau. 85. Ja. In Ceranherd. Koche täglich drauf, noch nie ein Problem gehabt. Induktion möchte ich nicht, dann lieber Gas. Ein Ceranherd, ja, ich weiß, ich habe auch noch nie ein Problem in Ceranfeld gehabt, aber es stört mich, es ist für mich, es stört mich. Ich mag's nicht. Ja, passt schon, verstehe dich, ja, ist ja kein Problem. Ja, Ich bin damit aufgewachsen, mein ganzes Leben lang, ja. ja. Ich Weil die kannte May das von gesagt, ja, klein auf Induktion natürlich. würde ich nicht anfassen. Nein, Induktion ist echt leibend. Ich weiß, da gibt es sehr viel Kritikpunkte, auch aus energetischer Sicht, weil das halt Ja. natürlich durch diese, weiß ich, durch diese elektromagnetische Schwingung, die Im Moleküle, Prinzip bewegst du die Moleküle und dadurch ja, erwärmen sie sich, wenn sie ja, gegeneinander stoßen. Ja. also Das die ist einfach, ganz Eisenmoleküle, einfach ja, ausgedrückt jetzt. die Eisenmoleküle, sage ich jetzt einmal, Ja, nicht? Oder ja. metallische. Und Mhm. das sagt man jetzt natürlich, das hat man im Blut ja auch, in der Zelle, das erwärmt sich auch. Also ähm, es ist so, ich habe es ausprobiert, ich habe es getestet, ich habe das auch energetisch für mich getestet. Kein Problem. Mir Kein macht es auch Problem. nichts. Mir macht es auch Funktioniert nichts, ja. einmalig, das Ding wird warm, Mhm. die Herdplatten nicht. Das ist eben das Leibende, also jetzt Mhm. abgesehen von der Rückwärme, dann von der Pfanne selber oder vom Topf. Aber Mhm. ich habe Mhm. damit überhaupt kein Problem. Aber es ist mir grundsätzlich diese Art des Erwärmens nicht, weil das Essen Nicht selber wieder nicht wie sympathisch, bei der sagen wir so. Mikrowelle erwärmt, sondern die Pfanne wieder erhitzt. Also die Genau, Pfannenmoleküle oder der genau. Topf, der erhitzt sich und aber zum Beispiel im Vergleich, also wenn ich ein Wasser heiß mache, also kein Wasserkocher kommt mit, wenn ich beim Induktionsherd ein Wasser aufstelle Ja, in einer das geht. Kandel Ja. und auf Boost gehe, das ist so schnell gekocht, das ist wirklich irre. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, ja. Ja, ja.
Das ist eine Sache. Das bisschen Holz, was für einen Raketofen brauchst, das kannst du im Wald fast im Hosensack mitnehmen. Effektiver geht's nicht. Ja, das habe ich mal gelesen. Und ob das jetzt stimmt, aber du bestätigst es jetzt auch. Du wirst es heute merken und uns berichten. Ich werd berichten, auf jeden Fall, ja. 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 Der Felix Lukan, schön. Bauernhaus oder ein Bungalow? Na, Bungalow ist nicht, das ist im Hang, zweistöckig da drinnen. Na, man hat immer gesagt, so ein Ausgedinge vom Bauern. Das ist so Ausnahmen, wie man bei Ausnahme, ja. 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 Also das hat einmal zum Bauernhof daneben gehört und das war also das Ausgedinge. Ist aber, ich glaube, in die 50er Jahre gebaut worden. Der erste Teil. Also das ist jetzt nicht uralt oder so, aber ja. Ironischer Aber ein Vorschlag. schönes Haus. Ja, ich finde auch. Mir gefällt es, ja. Bin gerne zu Gast bei dir, ja. Gell? Ja. Ich hab dich auch gerne als Gast. Ich hab dich gerne. Du schenkst mir meinen Wein nach. Ich hoffe nicht nur deswegen. Nein. Es wird sie sicher was anderes Positives finden. Der Georg Scheurer. Ironischer Vorschlag als Lumpensammler. Vorbild Giro oder Tour de France. Jawohl. Ja. Die Sympathifanten, bravo hätte ich. Die Sympathifanten. Ja, weiß nicht, ob das jeder versteht wieder. Ich glaube wirklich, der richtige Begriff ist Fan, weil das ist halt bei Musikern mit Künstlern sagt, das ist Fan, aber es ist halt für mich persönlich einfach eine Schwierigkeit, aber die muss ich überwinden, weil es gibt, glaube ich, einfach, das ist einfach der richtige Begriff. Ne? Da muss man leben damit. Ist es so. Es ist einfach so, ja. Ja. Mich stört es nicht so sehr eigentlich, aber es ist ein bisschen komisch, ja, bei uns, in unserer Art, so wie wir halt sind, die 16er, Ja. wie wir zwar sind, ja. Es ist bei mir halt so, was ich denke mir erst, da bin ich so ein Goscherter, so ein großgoscherter Typ und dann also dränge mich quasi ins Scheinwerferlicht, wenn man so will, einfach vom Naturell her. Von Dix, ja. Und dann bei sowas ziehe ich den Schwanz ein. Ne? Denke mir, nein. Da haben wir schon oft geredet über das Thema. Darum mache ja auch ich immer, sagen wir so, das Management ist blöd jetzt gerade, aber das Booking und das Ganze. Das Booking und diese Sachen und Termine vereinbaren und nachrufen, warum sich der schon wieder nicht gekriegt hat, das mache ich, weil da bin ich eigentlich viel der Schärfere fast eigentlich, muss ich sagen, oft. Ja. Da bin ich bestimmt. Ne? Das ist halt so, wie es ist und das ist so dann. Und dann kostet es auch unter anderem nur. Nicht? Aber das passt schon. Wir ergänzen uns sehr gut, was das Absolut. Das Ganze Absolut, eigentlich, ja. Mhm. Ich bin halt da mehr so klassisch betrachteter Bär. Ne? Nicht, aber halt dann ganz zart, ganz sanft. Ja. So wie der Felix sagt, Ich bin auch eher der Sanfte, muss ich ehrlich sagen. So, das sind wir beide eigentlich. Aber die am Tischhauer sind wir beide nicht so. Aber der Felix Lukan bin ich. Ja, der Felix Lukanmann sagt echt wie Brüder. Sehr schön. Ja, das stimmt wirklich. Das stimmt, ja. Passt zum Thema heute. Nicht? Quasi die Verbindung, die Internetverbindung ist wieder scharf. Ist einmalig, bis dato keine Ausfälle, gar nichts. Wir könnten nebenbei noch, weiß ich nicht, 300 Netflix-Serien parallel rennen lassen. Und das nebenbei 10 Videos hochladen. Locker. Kein Problem war das jetzt. Locker. Aber das ist natürlich das Thema Verbindung, finde ich ganz spannend. Wie das ist so heute. Und eigentlich auch dieses Thema Fan ist ja genauso ein Verbindungsthema. Erstens, natürlich, was Empathik und mich betrifft, aber da braucht man nicht mehr viel reden. Schaut, was willst du dafür sagen? Wir sind über 30 Jahre, spielen wir miteinander, seit 20 Jahren hauptberuflich, haben noch nie gestritten. Wir kommen mit allem zurecht. Wir haben keine großen, wir haben keine Hürden, wir haben keine Themen, die uns irgendwie, wo man sagt, da streiten wir sind beide sehr individuell, einzeln, sehr persönlich und das regen uns gegenseitig auf mit unseren Ticks und Tricks und wie man da alles sagt. Ja. Aber ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so, mit dem können wir leben. Also das funktioniert alles. Aber die Verbindung, wenn wir das jetzt so ein bisschen philosophisch betrachten wollen, nicht, als Thema von der Internetverbindung her, eben zu Fans, das ist immer auch das. Es ist spannend, dass jetzt was weitergeht mit dem Fanclub, dass sich da was tut, dass auch hier diese Verbindung gestärkt wird, so wie mit dem Glasfaser da jetzt da,
dass die losen Verbindungen ein bisschen fester werden. Und ich glaube, dass das Die schon Bande etwas ist. werden fester, ja. Das ist schön gesagt, ja. Sozusagen, ja. Und ich glaube schon, dass das etwas für uns persönlich Wichtiges ist, dass wir eben nicht nur Fans haben, wo man dann sagt, wir spielen irgendwo in einem Stadion vor 40.000, 70.000 Menschen, keine Ahnung was, dass diese Masse dieses Relevante ist, diese Quantität, sondern wirklich die Qualität. Und das macht uns so viel Spaß, wenn wir wo reinkommen, wo wir spielen und du siehst, da sind die und die und die, einige Leute, die wir schon kennen. Und die Das sind ist auch da schön. super, die sind auch da, die sind auch wieder da. Das gefreut mich, dass du auch wieder mal da bist. Und das ist ein nicht unwesentlicher Faktor. Bevor der Patrick was Das ist dazu sagt, ganz verabschieden wir wichtig. uns Das noch ist vom mir Ossi. Weil der ist dahin, hört sich dann später an. Ossi, schön, dass du dabei warst. Danke, der Chef. Vierte gut. vierte Papa. Patrick, Ja, Entschuldige. das ist mir für mich ganz, ganz wichtig, so dass man, wenn man wohin kommt, und man hat diesen direkten Kontakt mit euch, mit den Fans. Und es kommen ja trotzdem immer wieder neue dazu. Das ist schon immer das ist so ein fließendes Hineinwachsen in die Fangemeinde. Ich sage jetzt wirklich Fangemeinde eigentlich bei Ja, uns. Das ist nicht so abrupt irgendwie oder so hart, die Schnitte dazwischen oder was. Das ja, überhaupt nicht. Und das baut einem derartig auf, das gibt einem derart viel Kraft und viel Energie für einen Auftritt und auch für die ganzen anderen Sachen, was wir so machen. Das definitiv. ist ganz, ganz eigen. Das haben nicht viele Gruppen, glaube ich, auf der Welt oder viele Künstler, die auf diese Art, wie wir das haben. Ein Zumindest paar nicht werden es diese. schon haben, wahrscheinlich, aber diese Bindung, wie wir haben und und auch den lockeren Umgang, muss man ehrlich sagen, den wir haben damit. Was auch noch geht, natürlich in unserer Größe, muss man sagen. Ich Gut, wollte im gerade sagen, Stadion mit 40.000 Leuten geht das nicht mehr auf diese Art und Weise dann. Ne? Ich kann nicht an jeden dann persönlich begrüßen dort. ja, na klar. Unmöglich. Aber deswegen, ich glaube, dass es schon viele Künstler haben, so wie wir, nur eben eher Mhm. logischerweise, also nicht jetzt persönlicherweise, sondern Ja, ja. logischerweise diejenigen, die halt auch eher so Nischen bedienen oder halt im kleineren Umfeld unterwegs sind. Das ist einfach persönlicher, klar, was sollten eine Lady Gaga einen persönlichen Bezug aufbauen können? Das geht ja gar Geht ja nicht. gar Also nicht. auch wenn es Unmöglich. will, ja, das geht gar nicht. Mhm. Das heißt, das werden schon mehr haben, aber natürlich von den Superstars eher nicht so. Und von denen, jetzt gerade in der Wiener Szene haben das schon viel natürlich. Ja. Ganz viel, na Da klar, haben ja. das schon viel. Auch im Jazz, genauso im Ja. Jazz. Sicherlich Weil wenn auch, ich ja. denke, Die, der, ja. der, der Stromer Kurti zum Beispiel, nicht, der ja da mit seinem Haberer Club, das ist ja jetzt der heißt jetzt anders, der Ja, Kurzclub. letzte Woche So, geredet. na, der Thomas Mayer wird es wissen, Kurzclub, glaube ich, heißt es der jetzt, ja. schreibt seine. Thomas Aber es war, schreibt bitte, ja. war früher mal der Haberer Club. Nicht? Und warum? Weil Mhm, er eben, mhm. das waren die Haberer, das waren die Fans vom Kurt Stromer, das waren nicht die Haberer, nicht? Die sind halt zusammengekommen. Und das ist schon etwas, was bei uns schon was ausmacht. Wenn ich denke, also jetzt Viel, eben Thomas viel, Mayer viel. zum Beispiel, ja, irgendwann halt dazu gestoßen zu dem Ganzen, nicht? Und dann von einem Konzert zum nächsten immer mehr Bekanntschaft aufgebaut, immer mehr Freundschaft hat sich dann Mhm, mhm. entwickelt und auch mit seiner Lebensgefährtin. Also es hat sich dann einfach, ja, das ergibt sich. Oder so wie, ich meine, es gibt jetzt viel, ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, aber ich möchte es jetzt nur noch mal als Beispiel anbringen, der Roland Sperg, wo sich eine wirkliche, Eine mit der wirkliche ganzen Freundschaft Familie eine jetzt. intensive Freundschaft entwickelt hat. Definitiv, ja. Ähm, mit den Meierhofers, wo wir jetzt dann zum Beispiel schon seit Jahren uns zum Mittag in Liedschau eben beim Wirten treffen, also wo das schon Mhm, ausgemacht ist, wir gehen zum Wirten, wir treffen uns dort mit denen. genau. Ähm, Aber wirklich seit Jahren, ja. Seit Mhm. Jahren. Und das ist einfach, das sind halt diese schönen Sachen. Ja. Das ist einfach so. Michael Grafinger sagt, ja, genau, jawohl. Ja, genau, Bin heute auch Michael. das Mhm. Begleitfahrzeug von Christoph und Marc, sagte Daniela Schlegel. Ja, bravo. Lass dann schön grüßen, die zwei. Ja, Ganz was, liebe Grüße. was angestiegen sind. Ja. Ja, wenn jemand krank wird bei euch, spielt dann der andere allein? Fragt der Felix Duckern. Unter Umständen ja, haben wir ja schon Ja, gehabt. ja. Also ich spiele lieber Oder aber ich spiele lieber in einen Kontragitarristen gern dazu, weil die Harmonik, ich hab das lieber. Weil ich ja nicht so der Vordergrund, das Alpha-Tier bin eigentlich. Und dann ist mir ein zweiter recht nett eigentlich und recht gut und unterstützend für mich, muss ich sagen. Um richtig ja, gut zu agieren.
klar. Nicht? Und ich bin wieder das Alpha-Viech. Ja? Ich tue mir ihr wisst es ja von der Solo-Pawlatschen, nicht? Ich tue mir da leichter. Und ich habe den wirklich, das war ausschlaggebend einmal, da bist du sehr kurzfristig ausgefallen, nämlich am gleichen Ja. Tag. Und das war, ich mir gedacht, da kriege ich jetzt keinen Ersatz. Und dann habe ich das allein gemacht, ging allerdings auch nur bei wiederum eben bei Fans, die uns kennen. Nicht? Also Die uns da kennen. Ja, genau. ich meine, wenn man jetzt engagiert, keine Ahnung, bei einem Ball oder irgendwo spielen, nicht, dann kannst du nicht sagen, ich spiele allein. Das ist ja da Das brauchst du geht einen nicht. Ersatz einfach. Entweder kriegst du einen Ersatz oder du musst einen Ersatz schicken, komplett. Nicht? Aber ich tue Genau. mir deswegen leichter alleine, weil ich da jetzt auch mehr Übung habe, durch die Solo-Pawlatschen auch, als mit jemandem, mit dem ich nicht viel spiele oder noch nie gespielt habe. Das ist einfach anstrengender, logischerweise. Hat aber auch immer funktioniert. Also, ja, Na das, klar, das, funktioniert. Bei dir auch funktioniert, na klar. ja, also das haut schon irgendwie hin. So, die Hette muss auch los, die Arbeit ruft, schönes Wochenende dir auch. Der Alles Raffi, Gute. schau, der Thomas Mayer schreibt jetzt auch Kurzclub. Kurzclub heißt das Danke. jetzt, genau. Haben wir das eh richtig in Danke. Erinnerung gehabt. Ja, bravo, danke Thomas. Raffi meinte, ohne die Community, die würde ich vermissen. Und das Raffi ist natürlich so, die Community wäre nicht die Community, die sie ist, wenn du auch dabei warst. Also jeder Einzelne bringt sich da dermaßen viel ein und wir sind, und ich verstehe uns da eher als das verbindende Element und weniger wir. das Führende. Obwohl Ja, wir es ja. natürlich, das ist schon klar, dass wir das sind, ja, weil ohne 16, wenn wir nicht spielen und Da gibt's natürlich nicht, gibt's steht und nichts, fällt die nicht? Geschichte Rundum. natürlich mit dem, ob wir jetzt da spielen oder nicht. Das ist Genau. mir schon klar, nicht? Aber im Wesentlichen, glaube ich, wir sind halt das verbindende Element und rund um uns sozusagen ergibt sich eine Schart sich die Community. Runde, ja. Genau. Und wir haben schon einmal gesagt, wir warten nur darauf, mit großer Freude, in großer Hoffnung, dass irgendwann einmal, dass wir bei einer Hochzeit spielen dürfen, weil die sagen, wir haben uns kennengelernt über die 16er Burm. Und ja, das hätten wir schon. Es wird noch kommen, es wird noch kommen, glaube ich. Da bin ich Wirklich, kitschig ja, dass man romantisch. es wirklich kennengelernt hat bei den 16. Und durch euch eigentlich sind wir zusammengekommen, ja. Ja, das war schon leibend. Das war jetzt schon leibend. So, meine Lieben, es ist 10 Uhr, der Patrick muss los. Der hat einen Termin heute noch und ich muss schauen, dass ich eine Wasserarmatur kriege. Noch ein paar Termine heute, aber das macht das ein paar Termine noch heute. Das ist Naja, sehr aber, schön, ja. aber nur einer jetzt, nicht? Aber jetzt- Sozusagen, dass jetzt, wir ja. los müssen. Den muss ich machen jetzt, ja. Ja, na fein, ich wär euch am Laufenden halten, was den Raketenofen betrifft, wem es interessiert. Ich Wem bitte nicht, dich auch den darum, halt ja. auch. Ne? Das ist ja so. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Wir sehen einander hoffentlich am Montag. Wir spielen jetzt am Sonntag noch nicht in Lietschau, aber In gut, Haugschlag? in Haugschlag. Beim Berschi, ja, beim Kochcampus. Kochcampus nennt sich das, genau. Da sind wir, da schlafen wir auch draußen. Kommen dann am Montag zurück und ich werde gleich beim Patrick bleiben am Montag. Das heißt, Montag Pawlatschen aus Eibestal. Das ist toll. Mit super schnellem Internet, nicht? Aber sowas von. Und Großartig. ja, das heißt, hoffentlich sehen wir einander am Montag. Felix, weißt du, Pawlatschen, 20.15 Uhr am Montag, das ist eben die Pawlatschen. Ich freue mich drauf, wir wünschen euch ein wunderschönes. Ah, schau, der Sprachpolizei, wie schaut es aus mit einem Pawlatschisten-Treffen in der Blauen Nosen? Naja, Sprachpolizei, das ist eine gute Idee grundsätzlich, aber vor August Vor haben wir August wird sich definitiv das keine sowas Zeit. nicht- Nein, definitiv nicht mehr. Also da ist kein freier Abend mehr. Also es gibt schon freie Abende, aber die sind frei eben. Nicht? Das ist, da bleibe ich Ja. daheim. Oder bin in der Klause. Aber die Idee ist nicht so schlecht. Blaue Nase, das war mal leibend, wenn der Rudi spielt. Wenn der Rudi mit der Marie spielt, das war mir eine schöne war mir Geschichte. leibend. Haben wir einen Ausflug gemacht hier. In die blauen Nosen. Danke für den Hinweis, Sprachpolizei. Wir werden mal schauen, was sie da, Wir was werden sie mal da schauen, was tut. geht. Wir werden mal schauen, was sie tut. Gar nicht schlechte Idee. Ja. Na gut, in diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Bleibt uns gewogen. Führt euch gut. Baba, servus. Macht's es gut. Ich hoffe bis Montag 20.15 Uhr bei der Pawlatschen. Viert euch.